Hallo zusammen. Ja, also Rhein-News hat heute Geburtstag. Also nicht die Rhein-News, sondern hier, der rasende Reporter für euch. Ne? Und an seinem Geburtstag kann hier in Köln manche Dinge echt umsonst tun. Und genau das will ich heute mal probieren. Phantasialand schreibt groß auf ihren Lettern: am Geburtstag kommst du bei uns rein. Gut, probier ich mal. Alles, was ich brauche, habe ich dabei. Flash Cola für unterwegs, 2 Äpfel. Ja, und das Wichtigste, mein Personalausweis. Dann gucken wir uns das mal an, ob ich da komme. Also, was ich gerade gelernt habe, ne? Also ich bin jetzt da, ne? Ich habe einen Parkplatz, schön im Schatten, aktuell. Ne? Ich hoffe, das nachher auch noch so. Was ich gelernt habe, ist, Parkplätze sind nicht umsonst, kosten 5 Euro. Weil die hören eigentlich ja nicht zum Phantasialand. Die sind privat. Musste ich lernen. Schade drum um die 5 Euro, aber was soll das? 5 Euro sind 5 Euro, wenn ich dafür Jod stand. Jetzt gucken wir mal, ich bin am Eingang Chinatown, wie das hier aussieht. Also letztes Mal hier war ich als King, ne? Und ich bin jetzt, wie ich sagte, Eingang Chinatown. War ich als King auch immer, da hatte ich gehasst, dass man immer so wie gelaufen war vom Parkplatz. So, ich kenne hier aber auch nichts mehr, außer der Wasserbahn und Chinatown und das Wildwest-Ding. Ich weiß ja nicht mehr, ob es das noch gibt. Ich freue mich. Ich freue mich echt. Ich werde nicht alles mitmachen, weil ich bin ja jetzt ehrlich. Nicht, dass ich nach Gott muss. Und jetzt aber, da hängen jeder drin. Und da jammer jetzt. Ja, ich habe einen Card, ne? Und damit auch jeder weiß, dass ich für Geburtstag habe. Ich habe auch noch so eine Stärke. Ich hoffe, so, jetzt seht ihr mich. Ich hoffe, ich kriege für dich Currywürste, Kölsch. Alles umsonst, vielleicht nicht, aber ist ja, ich bin drin, hätte mich nichts gekostet, 5 Euro parken, wunderbar. Ich bin da jetzt drin. Jingle Jangalong, ich bin drin in der Karton. Hier noch von der Chinesen, Digga. Das nächste, was jetzt kühlt, nennt sich River Crest. Ich weiß nicht, was das ist. Ich schaue mir das jetzt an. Das sieht gefährlich nach einer Achterbahn aus. Oh, oi. Da wird mir bestimmt schlecht. Sie sagte am Eingang kleine Achterbahn. Werde ich wohl abkönnen. Sieht nicht gefährlich aus. Gucken wir mal. Eins ist, weil ich schon den Kapet hat, ist das Gleiche wie alle so, die ich hier schon. Kleine Achterbahn. Ja. Ich stehe jetzt hier an für die erste Reihe. Sein Geburtstag muss man sich ja was gönnen. Ja, gucken, wie ich gleich danach schaue. Der Moment der Wahrheit. Da hier gleich hoch, ich bin gespannt. Ja, von denen, ja. Du, ich sage euch eins, Fliehkräfte, vorwärts, rückwärts, bis Gott. Wenn ich jetzt mein Essen wieder runtergewürscht habe, zumindest meine 2 Äpfel. Also ich sage euch eins, vorwärts ging ja noch, ne? Aber rückwärts der ganze Scheiß. Da ist mir ja fast alles vorgekommen. Ne? Also ich bin zu alt für so einen Scheiß, habe ich jetzt festgestellt. Jetzt sehe ich mal auch was Ungefährliches, so eine Wasserschau. Gucken, wie ich mich da schlage. Aber ja, ich bin umsonst drin, 5 Euro parken. Dreck neben Kölle, das Wetter ist schön, wie ihr seht. Noch hier das Jod. Bin gemacht. Hat sich gerade je in diese Wasserrutsche entschieden, weil wenn du dann da rauskommst, Personentrockner. Keine Lust. Ich bin auch so schon nass geschwitzt, da muss ich dann noch in den Föhn rein. Aber nee, lass es sein. Gucken wir mal weiter. Erstmal ein bisschen Schatten. Alter Mann braucht Ruhe. Essen will natürlich ordentlich wieder runter. Hier wir nehmen auch noch ein bisschen Ruhe. Allerdings Monte gesagt, ne? Hier vor sitzen zu bleiben, hat auch was. Erstens, ich habe Schatten. Zweitens, die da rauskommen, egal ob jung und alt, die sehen alle tierisch betrübelt. Die kam gerade eine Frau, die war von oben bis unten klatschnass. Ne?
Ja, hätte jetzt von das T-Shirt Contest. Ist aber auch ganz schlau, dass die den Personentrockner dafür 1 Euro oder 2 Euro bei Großfamilien anbieten. Ne? Verdient man auch Geld nicht. Aber ja, das ist ja nicht alles. Hauptsache, man läuft nachher trocken rum. Ne? Trotzdem, Spaß macht. Können die ja alle mal lesen. Klingt sehr interessant. Insbesondere, dass der dann nachher mit in die Höhe katapultiert wird auf 65 Meter. Aber nichts für Papa. Das Ding da hat zwar keine 65 Meter, aber auch das ist nichts für Papa. Sag mal, Eisenbahn. Silverado. So, vorbei an der chinesischen Currywurst und Krebs. Ah, da kommt da was. Seht ihr das langsame Teil? Das ist was für mich. Zu Hause im Wohnzimmer jeden Tag. Sieht doch keiner. Jetzt bin ich praktisch auf der Suche nach Colorado, sozusagen im Wilden Westen, mitten in Afrika gelandet. Wie komisch, die kreischen hier auf jeder Fahrt. Du. Ich hoffe mal, die langsame Eisenbahn ist was für mich. Gesehen haben, war der sogenannte Talokan. Auch nichts für mich. Die drehen sich um den Kopf und die konnte ich nur noch jetzt. Ich bin zu auf für so eine Adresse. Wo ist die Eisenbahn? Die Eisenbahn. Die Eisenbahn ist wirklich immer noch. Jetzt bin ich beim Chiapas. Ich habe die Eisenbahn immer noch nicht gefunden. Ich gucke jetzt, wie viel die Stadt hier ist. Ich vermute mal, das ist was mit viel Wasser. Ich hoffe, man wird hier nicht nass. Ich gerade aktuell dagegen entschieden, weil hier wird man nass. Ich habe Leute gefragt und auch hier jemand draußen wieder ein Föhn. Nein, muss ich nicht haben. Ich hau ab. Scheiße, hier geht ja nicht raus. Ich suche mal aus, ja. Was sich aktuell bei mir so merkbar macht, ist, ich habe nur 2 Äpfel, beziehungsweise ich habe nur einen davon gegessen, andere nicht im Auto. Und hier wird überall Fressbude, ne? Ich krieg langsam Hunger, du. Aber so einfach. Das war keine Eisenbahn. Keine Ruhe, nichts für Papa. Ich guck mir das trotzdem mal an. Ich bin sprachlos, ich bin sprachlos. Das, weil ihr ja gerade gesehen habt. Dann hat mein Sohn angerufen, sagte der, nimm doch den Talokan. Ich sag, du kannst mir danach erlegen. Doch, das ist aber ganz gut. Ich sag, ja, nächste Level, du. So, ich suche immer noch die Eisenbahn. Die soll gut sein, für mich. Die soll langsam sein. Hat er auf jeden Fall gesagt, also mein Sohn. Das sah ja auch so aus. Gucken. Mein Sohn sagte mir eben was von doppeltem Katapultstart. Ja, so sieht man dann aus, wenn man da ankommt. Leckt mich am Arsch. Und da ist das Ding, was dann da hoch geht. Oh, falsche Spur. Jetzt geht es da hoch.
vermutet habe, mir wird schon vom Zuschauen schlecht. Nee, ist nichts für Papa. Nee, ich bin nicht in Jamaika, ich bin endlich mal da angekommen, wo ich noch irgendwie ein bisschen vermeintlich was kenne. Berlin. Ist das too much? Ja, was wir da hinter mir sehen, ist so ein Kettenkarussell. Das ist rein theoretisch auch was für mich, aber ihr seht viel Wasser. Ich gucke mir das jetzt erstmal an. Kaum geht das los, kühlt das Wasser auch hoch. Bei meinem Pech schützt mir das genau an der Fuß. Das lasse ich. Ja, da haben wir auch was für sich gefunden. 2 Stück. Einmal hier. Schöne Pferdekettenkarussell. Und dann da so ein kennt ihr das noch mit dem Griff, wenn du nach hinten ziehst, geht das Raumschiff hoch, so im Kreis drehen. Ich glaube, die 2 Dinger, die sind was für mich. Da wird mir nicht schlecht drauf. Ja, ich hatte eine Menge Spaß. Das ist mein Eck. Die 3 Dinger, die waren richtig gut. Also es war nicht drauf schlecht geworden. Kann ich schon empfehlen. Macht aber. So, jetzt suche ich immer noch nach der Eisenbahn. Ah, das Viech, da fiel sehr ernst auf den Kopf. Ich glaube, was jetzt kommt, das kennt ihr schon. Auch nichts zu Papa. Ich suche immer noch die Eisenbahn und bin schon wieder in Afrika. Ach, so Dinger wie, was ich noch kenne, den Märchenwald und so ein Zeug, aber ich finde es ja nichts wie. Ich habe mich jetzt mal hier in Afrika in der Ecke hockt. Schwumme Zerrätchen. Ich kann nicht mehr, ich bin halt, also, war mir gedumm, das ist mir Zerrät. Ich bin ein bisschen K.O., ne? Schieße ich jetzt auch schon was älter, ne? Als beim letzten Mal. Ja, wie viele Jahre ist das her? Ich glaube, ich war mit 18, 19 das letzte Mal hier in Phantasialand. Jetzt bin ich 52. Also, eigentlich kann ich sagen, hier dreht sich alles auf den Kopf. Hier brauchst du eine feste Maren. Und ja, am besten auch jetzt im Maren, wie ich an mir eben festgestellt habe. Ich sag nur einen Apfel, ne? Und nur Sonne ist auch nicht gut, also deswegen jetzt hier Schatten. So, jetzt mache ich erstmal eine kurze Pause und dann gucken wir mal, ob ich die Eisenbahn finde. Liebe Freunde des guten Geschmacks, ich habe endlich den Eingang zu meiner Eisenbahn gefunden. Ich freue mich. Endlich mal was, wo auch ich alter Mann mitfahren kann. Wie, jetzt hier das hier wieder raus? Scheiße. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, ich höre das. Western Music. Ich bin in Colorado. Wo ist mein Pferd? Ich setze mich gleich auf die Eisenbahn. Yippie-yay. Schweinebacke. Ja, was soll ich sagen? Ich sitze jetzt hier im weltberühmten Colorado Express und ihr seht, es geht los. Über schwierige Höhen. Ah, jetzt wird mir schon wieder anders. Hilfe, Hilfe! In tiefe Täler und dann wieder hoch. Aber ihr seht, wie wahnsinnig schnell wir sind. Scheiße. Jetzt sag ich euch, mein Sohn, den lynch ich. Was sagt der Colorado, ist nicht so schlimm. Kannst du ruhig drauf gehen. Der Anfang war ja noch nett. Aber dann... Ich bin im Arsch. Ich bin so jetzt von dem Arsch. Ich brauche hier so eine Schnaps. Bis spät. Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch ein bisschen unerholt, aber ich will ja schließlich weiter leben. Ja, also die Dinger da oben, der fliegende Drachen, die fliegende Achterbahn, die sieht nicht sehr schlimm aus. Die gucke ich mir mal an. Alles im Dunkeln? Schnell? Nein, nichts für Papa. Einer von euch kann jetzt gerne sagen, gleich ein. Ja, aber irgendwie so richtig gerade auslaufen kann ich aktuell nicht mehr. Mir ist es immer noch ein bisschen übel, ne? Selbst wenn ich Frauen mir entgegenkommen sehe und sehe dann die Oberweite wippen, da wird mir schlecht bei. Hätte mir das mal einer gesagt, als ich 16 war, dass das irgendwann so weit kommt. Ich weiß ja nicht, ob ich das senden darf. Nee, das gut. Ich suche mir jetzt was Ruhiges. So was wie hier, wo ein bisschen plätschert. Ich nicht nass werde, mir nicht schlecht wird.
Und ich brauche einen Schnaps. Hey, und das Ding, was mir mein Sohn empfohlen hat, hat mir den Rest gegeben. Schnaps hier, das hätte ich auch können. Ich komme nicht mehr richtig hoch. Ich glaube, ich mache das, ich lerne es. Oder anders ausgedrückt, ich bin fertig für heute. Also das reicht mir. War ein tolles Erlebnis, aber gleich noch mehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich wieder nach Chinatown komme, über Afrika. Ich da ausgegangen finde. Ja, ich kann nur sagen, es war ein schöner Tag im Phantasialand. Aber eins weiß ich bin für sie jetzt echt zu alt. Also, was schön ist, sage ich Ihnen so, ist, die haben Themenbereiche, ne, und haben ja auch Shops und sonst jetzt so. Wunderbar, macht Spaß, sich anzuschauen, lohnt sich auch. Aber die Fahrten, die da haben, sind für Leute wie mich etwas weiter weg von den 30 nicht mehr so wirklich was. Mir war nachher schlecht, habe ich ja gesagt. So richtig erholt habe ich mich auch noch nicht. Ich denke mal, das kommt heute Abend. Da hole ich mir zur Feier des Tages so eine richtig schöne fette Currywurst mit Pommes und Mayonnaise. Da freue ich mich jetzt drauf. Und damit lasse ich den Abend dann ausklingen. Gut, aber ansonsten Besuch im Phantasialand lohnt. Ne? Also, was habe ich hier heute ausgegeben? 5 Euro für einen Parkplatz und 3,20 für eine Cola. Kann man nicht sagen. Ja. Wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit hatte, ist Currywurst Pommes. Da zahlt sie 7,20 Euro für. Ja, die wollen das Personal auch bezahlt haben, ist mir schon klar, aber das ist schon heftig. Ne? Also wenn du hierher kommst, musst du gut Geld in der Tasche haben, wenn du Bands dabei hast. Das wird sonst ein bisschen schwierig. So. Empfehlung für Phantasialand habe ich abgegeben. Ich hatte einen super Tag. Ich hoffe, ihr hattet das jetzt auch ein bisschen, da ihr so von mir was erzählt bekommen habt hier bei uns von Rhein News, von unserer Geburtstagstour. Und ja, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss.